Rand von einem Dorf ist ein kleines Haus gestanden mit einem abgebauten Stall. Dort hat ein altes Sümpferli gewohnt, das Fräulein Lina Binkeli. Einmal ist Lina im Gärtchen gestanden und hat gejätet. Da hört sie auf einmal etwas ganz jämmerlich quieken. Wo sie aufs Strössli raus schaut, sieht sie einen Wagen mit einer Kiste. Dort drin war ein kleines Säule. Das hat sie das rosarote Schnäuzli zu einem Spalt rausgesteckt und quiekt und quiekt. Vorne auf dem Gutschbock ist der Metzger gesessen und hat mit der Geißel geklopft. «Hö!» Das Fräulein Binkeli kommt anzurennen. «Hey, Sie! Was machen Sie mit dem kleinen Säuli? Warum quiekt das so?» «Oh, das wird jetzt dann gemetzget. Mei, das gibt einen feinen Schinken.» «Gemetzget? So ein herziges Säuli. Sehen Sie denn nicht, wie es Angst hat? Geben Sie es mir. Ich kaufe es ab. In meinem Kuhstall hat es Platz, seit ich keine Kuh mehr habe.» Der Metzger lacht. «Ja gut, meinetwegen. Aber es kostet 150 Franken.» Das Fräulein Binkeli zäpft ins Haus, langt unter die Matratze, nimmt 2 Banknoten für und streckt zum Metzger an. Es hat das Säuli in die Arme genommen und in den Stall getragen. Das Säuli hat es gut beim Fräulein Binkeli. Es hat einen gemütlichen Stallzweig gemacht mit rot-weiß gehäuselten Vorhängen. Und dort ist eine Matratze gelegen, die war mit Stroh gefüllt. Und in einer Ecke ist ein geschnitzter Balken gestanden. Dort hat Säuli sich kratzen, wenn es ein Bissen hat. Zum Fressen hat Säuli einen Trog. Auf dem sind Blümchen und Vögel drauf gemalt. Und auf dem Boden ist sogar ein Teppich gelegen. Der ist jeden Tag gestaubsaugert worden. Am Sonntag hat Lina am Säuli sogar einen frischen Blumenstrauß in den Stall hineingestellt. Und was macht das Dundersäuli? Gefressen hat es die schönen Blümchen. Du hättest Fräulein Binkeli zum ersten Mal geschumpfen. Aber nein, auch da nie. Die Blümchen sind zum Anschauen und nicht zum Fressen. Du lust Zapfen. Der Dani war wirklich ein Loser. Alleweil hat er etwas bosget. Es war ihm halt ein bisschen langweilig, so ohne andere Säue. Nur immer mit dem Fräulein Binkeli. Am Morgen ist der Dani aufgewacht. Die Luft hat gut geschmückt, die Vögel haben zwitschert und der Dani hat fröhlich grunzt. Das ist aber ein schöner Tag. Mir ist es so richtig sauwohl. Heute muss einmal etwas laufen. Dann ist er vor dem Stall rausgestanden und hat gewartet, bis etwas läuft. Gleich darauf kommt ein gescheckter Appenzeller blästert her. Der Dani versteckt sich hinter einem Gestrüpp. Und wo der Bläs ganz nahe ist, holt er tief Luft und macht einen lauten Grunzer. Der Bläs ist so verschrocken, dass er in einem Schuss in die Hundshütte hineingerast ist und sich die längste Zeit nicht mehr führen getraut hat. Der Dani musste lachen, dass er fast verspritzt ist.